Na, Sportsfreunde, seid ihr bereit, um Captain Olimar zu befreien? Nicht? Ja, ich auch nicht, ne? Willkommen zurück zu Pikmin 4, aber... Ne, komm. Bring trotzdem mal los, die Bigel ist startbereit. Ja, ich weiß. Das ist ein Gebiet, die du jetzt erforschen kannst. Wellenversteck, wir gehen nochmal ganz kurz zurück hier. Wie letzte Folge bereits angemerkt, zunächst einmal noch die Eispikmin ein bisschen aufstocken. Aber nicht allzu lange, also weniger als einen halben Tag natürlich. Ich will nicht allzu viel Zeit damit verschwenden und dann, ja, man könnte zwar da noch 2, 3 Gebiete rein, beziehungsweise einen Untergrund rein. Würde ich mir aber tatsächlich auch noch aufsparen, weil interessiert mich natürlich schon ein bisschen, was mit Olimar ist. Andererseits habe ich auch ein bisschen Angst, dass nachher das Spiel irgendwie schon so, naja, fast schon durch ist. So, also. Was überhaupt? Grüner Hund, wo bist du? Zeige dich, grüner Hund. So, Pikmin mitnehmen. Erst einmal nehme ich komplett alles mit hier. Eine Armada aus Eis-Pikmin. Huch. Ja, drin natürlich auch. Ja, da habe ich nichts. Der Witz ist ja, er pfeift und holt es ja eigentlich halt zu sich. Aber was macht er damit? Genau, er rennt einfach weg. Das ist irgendwie so von wegen, ja, okay. Nein! Oh, super. Super. Oh, Hilfe, Hilfe. Ja, wieso greifst du mich denn überhaupt an? Du Idi. So ein Schlafmoss. Was für ein Viech, ey. Ist ein bisschen brutal gewesen, aber nur ein bisschen. So, bitte mitnehmen hier. Hehe. Und natürlich noch ein bisschen pflücken. Bing, boing, boing, boing. So. Sobald die hier da sind, ja, dann noch ein bisschen. Aber dann natürlich wesentlich mehr Eispikmin, vor allem auf Lager. Das sind ungefähr sogar so viel, dass wir eigentlich, sag jetzt mal, locker auch mal so 100 Eispikmin mitnehmen könnten. Theoretisch natürlich, um irgendeinen größeren Fluss so einzufrieren. Wieso fehlen mir 2? Ah ja. Schon gut, Leute, schon gut. So, ja, das sieht gut aus, Freunde. So viele schöne Eispikmin. Okay. Die Empfehlung. Gerne 3 Sorten, einmal 40 gelbe. 40 von denen und noch 10 Felspikmin mit. Nee. So, jetzt natürlich die Frage, ne? Ups.
Müssen wir mal ein bisschen umgucken. Oder was macht er überhaupt? Mensch, natürlich so. Okay, dann kann ich noch entfernen. Wo haben wir sonst noch eine Markierung? Hier, haben wir eigentlich soweit auch schon gemacht. Natürlich eben, das Ding fehlt noch. Schätze, 16 der Pikmin 2. Ja, ist jetzt nicht so ein großes Ding. Dann das fehlt noch. Schätze 29, das wird ein bisschen größer sein. Sogar Zwiebeln gibt es da drin noch. Also Knopfzwiebeln oder Knollzwiebeln. Wer auch immer. Da waren wir schon, haben wir auch gemacht. Ja, ne, also sind noch die beiden, die fehlen. Ich bin mir sicher, wenn wir die machen würden, wären wir schon annähernd bei mindestens 80%, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Das mag alles sein, aber ich will ehrlich sein, Freunde, das machen wir später. Erstmal holen wir Olimar und gucken mal, was dann, ja, noch so abgeht hier. Jetzt erstmal wieder ein neues Gebiet, weil, naja, wenn wir ehrlich sind. Okay, können Sie mit normalen Pikmin machen. Ich dachte gerade, ihr müsst die Pikmin in der richtigen Farbe dabei haben. Wenn wir ehrlich sind, wir haben nicht viele Felspikmin und so. Ich würde doch erstmal gerne ihre Zwiebeln haben. Ernsthaft? Das ist nicht euer Ernst! Wir haben es ja wieder mit diesem Laublinge zu tun, richtig? Er versteckte sich in einem Unterschlupf, ob das etwas bedeutet. Haben wir es hier etwa mit Captain Olimar zu tun? Ich bin beeindruckt, dass ihr den Ort gefunden habt. Und nun, es ist Zeit für das letzte Duell. Lass uns beginnen. Dann du über alles. Oh, Mars haben wir gerade gekillt, aber egal. Seht ihr nur, der Hund. Das ist wirklich Olimar ist, der muss ja mit uns zurückkommen, ob er will oder nicht. Michael Otchin. Das ist einfach ein Einsatz. Rettungstruppe, auf sie! Das wirklich Captain Olimar ist? Der muss, wa? Ah ne, das heißt, er muss nachher wieder auf Nachtmissionen gehen. Jetzt wird doch lieber irgendwie wieder die anderen Quests machen. Also in den Untergrund gehen. Scheiße. Na komm. Rein da. Micronotchin! Retten die Welt. Also, erstmal Olimar. Die Welt kommt nachher. Dann Dori Level 4. Ach du Scheiße, okay. Michael, Concentration. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Nur nicht die Fassung verlieren. Bleib ruhig. Finde dein inneres Dandori. Ich muss zugeben, du hast mich beeindruckt. Entscheiden wir nun ein für alle Mal, wer der wahre Dandori-Meister ist. Dies ist unser letztes Dandori-Duell. Zeig mir, wozu du fähig bist. Dandori über alles! So. Ich gucke mal ganz kurz, ne? Wir sind hier. Predur Museum natürlich jetzt gar nicht, liegt aber jetzt mal eher weniger. Felspikmin ist klar. Da ist noch so ein Typi. Er muss aber relativ weit latschen, aber vor allem Felspikmin hier. Er ist da drüben. Er hat etwa die ähnliche Ausgangsposition. Okay. Was das ist, keine Ahnung. Was sind die Viecher? Bonusobjekte, zweimal die Erdbeeren. Wo sind die überhaupt? Was waren die erst noch? Ah ne, da in der Mitte. Da brauchte ich aber eigentlich die blauen Pikmin, ne? Diese geteilte Screen hier, der nervt mich ja richtig. Warte mal, Ochin kannst du auch. So. Okay. Das ist gerade egal.
Nein! Oh, ja gut, mach das. Da ging er schon wieder. Y. Wo kommt die Rose plötzlich her? Nein, ich will doch nicht immer aufsteigen, Mann, Ochin. So, wir kommen da hin. Was ist passiert? Was du hier siehst, ist eine Fiesbombe. Eine mächtige Waffe. Transportierst du sie zur Zwiebeln des Gegners, verliert er Punkte. Bringst du die Explosion erschienen Dandorium an dich, bist du dem Sieg einen großen Schritt näher. Ja, warte mal, ne? Das haben wir auch. Moment, warum ist... Ne, Moment, hier. Hä? Ich kann es gar nicht hier benutzen. Scheiße. Hä? Was ist gerade explodiert? Oh nein, eine Fiesbombe. Nein, Ochin ist down. Der kann passieren.
So, sogar ein bisschen fies, was ich hier die ganze Zeit treibe. Das war sowas von chaotisch und ich habe zum Teil echt gedacht, okay, was treibe ich da überhaupt? Aber diese Fiesbombe hat mir echt geholfen. Gott sei Dank, ey. Aber ich habe keine Ahnung, was in Internet bei mir irgendwie los war, wieso Origin Point down gegangen ist. Der wurde irgendwie auch attackiert von allen Seiten. Diese Splitscreens sind total verwirrend, weil ich gucke zu viel beim Gegner nach. Geschafft, endlich, wir haben es geschafft. Ich wurde besiegt. Hätte ich dann durchgekommen mit einer, wäre ich vielleicht nach Hause zurückgekehrt. Ich bin Captain Olimar. Also der Will ist, meine Frau, meine Kinder wiederzusehen. Hä? Er weiß, wer er ist? Trotzdem macht er den ganzen Scheiß? Das kann doch nicht sein. Er hat eben wirklich Olimar gesagt. Unsere Vermutung hat sich also bestätigt. Wir haben Captain Olimar gefunden. Bringen wir ihn zum Basiscamp. Da können wir ihn dann heilen. Er ist weg, einfach gelaufen. Dazu kann es gehen. Unsere oberste Priorität muss es jetzt sein, Olimar zu retten. Schnell, Michael, raus aus der Höhle. Ich hoffe, auch Ochin hat es wieder erholt. Alter, die Fiesbombe ist natürlich schon fies, wie der Name schon sagt. Also noch irgendwie geschafft. Endlich haben wir es geschafft. Doch wir sind noch nicht fertig. Bringen wir Olimar zur Beagle. Gewonnen. Doch ist das Olimar? Natürlich hat er gesagt, er ist Olimar. Er aimt wie Olimar. Er hat den Moss dabei. Es ist Olimar. Es ist der Incredible Olimar. So, ich meine, ist der Tag noch angebrochen, ne? Ist klar. Das heißt, wir können jetzt trotzdem noch in die anderen Gebiete reingehen. Das trotzdem. Das macht es auch hier, da kommt er gar nicht mehr. Vor allem hier safen einfach dieser scheiß Unterschlupf. Die Frage ist, zu welchem sollen wir? Ich glaube, schon vorher vermutet, ja mit 16, da wird wohl der kürzere sein. 16 Schätze, das heißt, ja, wir gehen da halt doch hin, hier nachher. Schneller, meine kleinen Pikmin! Schneller, schneller! Hurra! Rettungsansatz erfolgreich abgeschlossen. Daten können nicht gelesen werden, das war ja klar. Natürlich ist es. Wenn sich hier tatsächlich Olimar an unsere Mission erfüllt. Wir brauchen mehr Medizin. Ja, machen wir später, wie gesagt. So. Dann mal Flux hier hin, wenn es geht. Achso. Stimmt, rauf muss natürlich von selber. Und vor allem ohne Ochin. Da fragen wir natürlich jetzt direkt, kann ich deswegen dieses Versteck auch nicht mit Ochin betreten?
Oder kommen wir jetzt auf den Weg da nicht hin, aber rauf kommen wir dann trotzdem auch so. Pikmin zu mir! Versammelt euch bei mir, meine lieben Pikmin! Sehr gut. Höhle der Doppelgänger. Immer wenn ich Moss hier nach etwas suchen lasse, wird es mich in die Irre. Es muss hier eine Kreatur geben, die einen Geruch abgibt, der nicht nur Moss und die Pikmin verwirrt, nach meinen Sensoren. Ein Ökosystem, das auf Täuschung basiert. Mein Name ist Captain Olimar. So. Die weißen Pikmin sogar, krass. Ja, nehmen wir 4040C mit. Und nur auf, dass wir die weißen nicht abschmieren, ne? Ja, das wäre ein bisschen unpraktisch. Und will, dass ich noch ein paar weiße finde. Ja, das war ja so bei Pikmin 2, wo die weißen Pikmin eingeführt wurden. Da ging es darum, dass sie nicht nur giftresistent sind, sondern Gegner selber vergiften können. Und man deswegen einen dazu auch ein bisschen, fast schon nicht gezwungen wurde, aber fast schon ein bisschen gedrängt wurde, von wegen, hey, opfer doch einfach mal deinen weißen Pikmin, damit du deine Gegner vergiften kannst. Das war schräg. Ja. Ja, ihr schon, ne? Jupp. So. So dann. Aber weißt du, was eigentlich eher doof, was ich gerade gemacht habe? Ah, und mal die blauen und die Eispigmen sollen mal hier auf. Okay, wozu auch immer. Blub, blub. Schön einfrieren und immer rauf da. So. Bitte einmal voll fressen oder voll saugen, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Okay, natürlich erstmal hier drüber. Ah, klappt doch so. Interessant. Wieder mal einen Weg räumen. Alle Pikmin an die Macht! Perfekt. So, ihr nehmt mit, zumindest mal die einen von euch. Die anderen, bitte mal, ein paar von euch sollen das Ding hier mitnehmen. Einer war ja klar.
Da überlege ich zwar eher direkt, ob ich es so machen kann. Das andere Monster voll eingefroren, eigentlich voll fies. Aber hey, so ist das Leben, Freunde. Gut, drüben ist eingefroren. Hier waren wir auch schon, da war irgendwie gar nichts, warum auch immer. Verstehe ich noch nicht ganz. Dinger mitnehmen ist unnötig. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir schon ins Ziel gebracht. Okay, können wir wieder zurückkommen. Ja, Eispigmen sind schon praktisch. Kannst sagen, was du willst. Jo, ne? Dann müsste das eigentlich schon gewesen sein für diese Ebene. Yep. Perfekto, weiter geht's. Da bin ich gespannt. Prozent haben wir? 25? Ah, meine Hasszahl mittlerweile auf Ebenen, also. 4 Ebenen. Ja, diese Höhlen einfach immer so groß sind, Was sind die netten kleinen mit so 2 oder 3 Ebenen, wo du relativ schnell durchkommst? Alle weg, gibt's nicht mehr. Alles am Arsch. So, wenn ich das aktiviere. Dafür geht es ein anderer auf, okay. Ah, ich muss jetzt mal in Kombi arbeiten, okay, ich sehe schon. Habt ihr schon alle? Jo. Alles schön erblüht, das gefällt mir. Ah, eine weiße Zwiebel, sehr schön. Mehr weiße Pikmin für uns. So, nochmal kurz gucken, wo ging es denn hier entlang? Mhm, mhm. 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 Dann ist für mich die Frage, muss ich überhaupt hier alles, die Tore so richtig öffnen? Damit ich halt jeweils die Items durchbringe, oder geht das auch so? Schon doof, wenn ihm alles zu ist, ne? Andererseits, es geht schon.
Los, meine weißen Pikmin! Okay, schon alle voller Blüte. Krass. Sind auch schon voller Blüt. Nein! Das war die falsche. Das war das Eisvieh. Okay, warte mal. So komme ich da nicht entlang. Aber hier, und dann bin ich schon hier. Okay, das wird funktionieren. Nicht los? Okay. Kann ich eigentlich mit Ochin auch, wenn ich auf ihm drauf sitze? Jetzt kommt wieder keiner mehr. Seltsame Viecher. So, hier müssen sie eigentlich den langen Weg entlang nehmen. Natürlich die blauen Pikmin nehmen, sind jetzt nicht so wild. Oh Mann. Okay. Die sind eigentlich relativ fix. So bloß noch das Problem dort drüben. Da muss man halt die Wand runterlassen, geht nicht anders. Perfekt. Wenn wir hier durch sind, kann ich das Ding hier runterlassen. Jo. Ah, stimmt, das war ja das Problem. Ja, deswegen habe ich es nicht gemacht. Okay. Naja, immer alle schön bei mir bleiben hier. Ja, alle schön bei mir bleiben. Also dann machst du den wieder runter. Dann haben wir einmal kurz da drüben. Ochin genauso. Ah, Menno. Okay, der Plan klappt nicht so, wie ich es wollte. Das ist schon umgekehrt machen, ne? Krass. Ja, einfach ohne Michael. Aber kann ich jetzt alleine hantieren, ne? Ist irgendwie doof. Aber ich glaube sowieso nur die Weißen da drüben, ne? Da kommen hier noch ein paar blaue mit. So, dann soll es definitiv reichen. Oh, ein NES-Controller. Also ein... nicht mal Super Nintendo, sondern genau ein NES-Controller. Also warte mal.
Oh. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, das muss ich zugeben. Ja, sehr gut. So läuft's doch wieder und raus kommen wir auch noch. Sehr gut. Ach ja, Ochin. So, dann schon mal 50%. Dann hoffe ich doch jetzt mal, dass wir in der nächsten Ebene... Puh, noch 9 Schätze, ey. Höhle der Doppelgänger. Hm. Weißt du Bescheid, Freunde, weißt du Bescheid. Heißt aber nachher auch, wenn wir die Höhle hier durch haben, fehlt uns ja bloß noch, also bloß noch in Anführungszeichen, bloß noch eine Höhle hier im Heldenversteck. Aber diese Folge werden wir sowieso halt wieder auf Nachmissionen gehen müssen. Eigentlich schon für Olimar. Oh nee, das ist ja so ein Ding. Oh. Huch. Ja, du bist jetzt doof, Okay, jetzt soll es so machen. Na. Zu mir, meine Pikmin, zu mir! Sind die anderen 5? Hängt noch da oben hier oben oder was? Mir fehlen 4 Pikmin. Okay, schräg. Also, keine Sorge, die Trauben holen wir uns gleich. Okay. Das ist schon wäre vielleicht giftig oder so, aber dem scheint nicht so zu sein. Gut. Das auch schon mal gemacht. Ein bisschen Weg freigeräumt. Dann kommen wir da so weit durch. Alles klärchen. So. Die hängen aber noch da oben, ne? Ja, da hängen immer noch welche oben, obwohl ich sie eigentlich schon gerufen habe. Krass. Also, holen wir ganz kurz die Trauben runter. Jetzt weiß ich, wie es geht. Oder wie es gehen sollte vor allem. Und den Teil gemacht, dann hole ich die Dinge nach und gehen wir nach links weiter. Weil wo soll es sonst weitergehen?
So. Sehr schön, sehr schön. Können ja alle hier durch, da ist kein Problem. Hier muss ich ohne Ochin durch, das schafft aber irgendwie auch noch. Garantieren, kann ich das Ding holen. Da komme ich ja auch schon durch, da brauche ich dann die weißen Pikmin, um die Dinger da Platz zu machen. Okay. Kann eigentlich schon mal vorwärts gehen, ne, mit dem weißen. Nur schnell. So, einmal den Weg auch mal. Denn wir machen Weg frei. Ochin. Und Michael. Schön, schön. Da kommen wir dann von unten entlang. Da ist soweit klar. Die Mann, der Schalter ist fürs Fließband, ja? Obwohl. Ja, wird wohl eher für die Stäbe sein. Perfekt. So, au. Ja komm, also normal hochschmeißen kann ich sie ja wohl. Du willst echt darüber machen? Na gut, ihr müsst wissen. So, nun sind die weg. Dann kann ich mich um da oben kümmern. Ah. Ja, macht natürlich Sinn. Das machen aber wieder von hier aus, Ganz ruhiger Pikmin, ganz ruhig. Muss ich den Kumpel da oben noch holen. Oh. Hm, Schwein gehabt. Hä? Kann ich gar nicht mehr betätigen. Der ist ja unten. Noch irgendwo einen anderen? Okay, warte mal damit, Freunde. Weil ganz ehrlich, könnt doch hier drüber. Hä? Ah, ging es nicht, weil sie es durchs Wasser machen wollten und ich habe halt dann noch ein paar von anderen Pikmin-Sorten dabei. Hm. Ja, durchs Wasser musste es nicht gehen, aber okay. Ich den hole, wo gehen sie dann durch? Und dann gehen sie da durch, Brauchen nicht mal die blauen unbedingt, da können auch die Eispigmi machen. Die Frage ist, wenn ich jetzt den betätige, ja, dann gehen natürlich die Fließbänder in eine andere Richtung. Nehmen wir es mal stark an. Ist das, was ich gerade aktuell will? Na, wir gucken mal. Hier den Weg komplett mal wieder zurückkommen. Ja, schauen kann es nicht.
Aha. Ja, wir haben gesehen, dass einer gestorben ist. Was machen wir? Wir haben relativ viele Eispigmen mitgenommen, ne? Komm. Brauchen wir weiße. Brauchen wir giftige Pikmin. Warum sind wohl giftige Pikmin weiß? Was Nintendo wohl dabei überlegt hat, So. Wollen wir ganz kurz den noch platt machen, weil gehen wir gerade ein bisschen auf den Sack. Spiegel kann gerne hier hin. Wie sieht's aus? Kann das Ganze gefrieren? 15 brauche dafür. Alter Schwede. So, haben wir alle. Ein paar eingefroren. Das soll ja so sein. Jo, glaub schon, ne? Gut, gut, gut. Hier ist dann nochmal so ein Fuzzi. Oh, passt perfekt. Das war's schon. Krass. War also gar nicht mehr nötig. Blum, blum, blum. Na dann. Eispigmin zu mir. 99 von 100. Perfekt. Jo, ne. Will man sagen. Raus hier. Und das Eisglas schmilzt. Ist mir gerade egal. Aber ein schönes Level generell. Also wir jetzt halt wirklich alle 3 Pikmin-Arten mit dabei haben. Oder hatten. Eben noch haben natürlich. Dass die auch wirklich alle nutzen mussten. Oder ob man jetzt die Eispigmen dafür nutzen muss, ist eine andere Frage, aber man kann. So, die letzte Ebene. Wir haben noch 4 Schätze, muss noch einen Geräten geben. Also, die Frage natürlich, gibt es hier wieder irgendwie eine Art Boss? Oder sagt uns das Spiel so, nee, diesmal gibt es keinen Boss. Und das eher unrealistisch wäre, muss man tatsächlich zugeben. Ja, da ist auch schon. Na gut, wenn der sich irgendwie so platt machen lässt, die anderen. Die Frage ist halt, die Dinger vorher platt machen? Ne, guck mal. Servus! Ah, stimmt, die haben noch die Bomben. Haben wir komplett vergessen. Eine Sensorbombe, hä? Oder eine Steinbombe, auch nicht gesagt, welche Art von Bombe. Ne, warte mal.
Meine Pikmin? Alter, bist du fies. Ah, und er schützt sich damit wieder. Krass. Aber lange, bis sie zerstört sind. Krass. Was haben wir sonst so für Items? Ja, wir haben noch die Dinger. Nein. Oh. Ah, das Vieh ist mies. Ja, er hat natürlich die weißen Pikmin halt gefressen. Ne? Die weißen sind ja giftig, wie wir wissen. Waren gerade ein paar, der gefressen hat. Alter Schwede. Stimmt, ich vergesse immer wieder, dass wenn ich es so mache, nicht nur bei Gegnern, sondern auch bei solchen Gegenständen, das Pikmin natürlich alle draufgehen, ne? Es wäre natürlich viel schneller gegangen. Oh, Mann, bin ich echt ein bisschen doof. Ein Unwissen, besser gesagt, ja. Aber es ging ja auch so. Und ich konnte ein bisschen die Items ausprobieren, weil die setzt sie viel zu selten ein. Ultra Motivierspray, ja, den Rest eigentlich auch selten, aber auch den, ich habe 33 davon, der hat gar kein Problem, den mal einzusetzen. So, mitnehmen. Wir geben noch ein bisschen Glycerin. Der fette Oli. So eine Art wie ich schon lange nicht mehr gesehen. Pikmin zu mir, Pikmin zu mir, Pikmin zu mir. Perfekt. So, einen Schatz muss es noch geben. Ja, wir haben da noch ein paar, naja. Noch Dinge, da muss einer immer drin stecken. Ausbruch wäre verboten gewesen, wenn die andere Variante. Und sonst hoffe ich jetzt mal nichts mehr. Jetzt hat es so noch einige Items, die gefehlt haben. Es könnte sein, dass da noch ein bisschen was fehlt. Ja. Ja, schau mal. Trotzdem kann man sagen, dann eine sehr erfolgreiche Runde. Also Folge besser gesagt, Ein Tag auch sehr erfolgreich. In Laubling gerettet. Jetzt haben wir 3 Stück. Die fangen natürlich jetzt machen. In der nächsten Folge wird sogar 3 Nachtmissionen. Wenn wir halt wieder 3 Stück davon zurückverwandeln könnten. Das wäre eine Idee. Einer davon wäre Olimar. Und dann ist halt die Frage, ist das Spiel dann die Hauptstory zum großen Teil schon durch oder geht es erst richtig los? Man, witzig wäre es natürlich, wenn wir Louis noch befreien müssten. Aber gesagt, witzig. Ja. Vorhersehbar. Ja. Michael und Ochin, retten alle! Hui! Was ist die Zeit? Alter, wir haben eine Stunde. Ja, dafür, dass natürlich Pikmin 4 aktuell nur einmal die Woche kommt, dann geht's schon. Aber naja.
Glycerium komplett erforscht. So. Eis-Pikmin, 10 dazu bekommen, 4 blaue verloren. Von gelben. Hä? Gekeimt gar keine. Verloren 6. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, die Flügel-Pikmin, ne, sind auch so selten. Bei uns im Team aktuell. Gut, wir brauchen sie ja auch nicht so oft. Aktuell. Aber Pikmin 3 noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, es werden noch weitere Welten kommen, weil wir werden sicher zu jeder Pikmin-Art noch eine Zwiebel finden. Das muss so sein, alles andere wäre ein bisschen seltsam. Ich denke, die nächste könnte der Fels oder der Flügel-Pikmin sein. Wenn es der Flügel-Pikmin ist, dann muss die Welt irgendwie ja auch so danach aufgebaut sein, ne? Wo man irgendwie höhere Orten zu gelangen muss. Oder sogar fliegen muss, um gewisse Brücken oder Dinge zu überqueren. Das war ja damals auch der Grund, weshalb man bei Pikmin 3 ja die geflügelten Pikmin oder pinken Pikmin, wie auch immer, eingeführt hat. So, ansonsten, da wir die Zwiebel haben, da geht's gut los. Bei dem Fels, naja, wir haben ein paar mehr weiße, das ist schon mal gut, das ist schon mal etwas. Und ja, und natürlich den Tag komplett ausnutzen. Können wir jetzt mal ins andere Gebiet gehen, eins fehlt uns hier noch, das Ding. Und ganz ehrlich, würde ich jetzt privat spielen, würde ich auch locker durchziehen, ganz ehrlich. Aber so sage ich mir lieber, nee, come on, das war sehr cool. Aber ich will jetzt den Tag beenden. Da wäre natürlich auch eine Variante zu sagen, hey, cool, ich mache den Tag in 2 Parts. Hätte man auch machen können. Aber nein, das mache ich nicht. Idee zumindest. Okidoki. Tagesfazit natürlich erwarten, ist klar. Ich glaube, da mache ich etwas, was ich sonst selten mache. Ich starte den Tag direkt von der nächsten Folge aus. Und normalerweise starten wir eine Folge ja wieder vom Basiscamp aus. Diesmal wollen wir doch, glaube ich, sogar von früher weg wieder starten. Abschlussbericht. Gerettet, 2 Laublinge. Motivation von Otschin auf 5 gestiegen. Ne? Der hat natürlich sehr viel Spaß an uns. Glycerium viel gesammelt. Sonnenfrüchte. Komplett. Ching ching. Wintervorrat. Auch komplett. Vor allem mit der Zitronenpresse. Das ist ja dazugehört. Krass. Apfel ist ein Wintervorrat? Okay. Das Apfel eher nicht zur Winterfrucht getippt, aber okay. Kann man so machen. Heldenverstärk. Ja gut, jetzt seht ihr hier. Fortschritt 83%. Wir haben viel gemacht. Also eben, ich schätze mal, es wird nach also eine Zwiebel haben wir. Doch, wir haben eine Zwiebel haben wir schon geholt. Aha, ne, 2, stimmt. Eine Knolle war dabei. Also nehmen wir an, im ganzen Heldenversteck gibt es 3 Zwiebeln insgesamt. Das eine wird es noch fehlen, der wird noch im letzten Unterschlupf, in letzter Höhle sein. Rettung wird dann noch einer vorrätig sein. Schätze, die sehen wir, sind noch 19 Stück. 29, Entschuldigung. Das ist verdammt viel für so ein Ding. Ja gut, wenn natürlich groß genug ist die Höhle. Das und vieles mehr, Freunde. Sehen wir wieder das nächste Mal zurück bei Pikmin 4. Bis dahin, ciao zusammen.